Guten Abend, ich bin Rosa Clement und ich feiere ihr schaut durch diesen Livestream. Es geht nicht ströms zu erklären, welche Hilfsmesuren die Gemeinde Lützeburg ihr Bürger kann mitgehen. Und am Vorfeld von diesem Stream haben eine Reihe Bürger auch Fragen geschickt und du hast eine Selektion gemacht und auf die kriegt ihr heute eine Antwort. Und für dich begrüßen wir aber als Intervenant, die heute hier sind. Moin. Madame Bürgermeister Lidi Pulver, sie steht ihr schaut Rede an Antwort am Bereich vom Logement und von der Kultur. Den Herr Patrick Goldschmidt schaffen für Mobilität und Umwelt, die sitzt rund um Thema Klimaschutz, haut Rede an Antwort. Und den Herr Laurent Mazar, Finanzchef von der Stadt Lützeburg, die fokussiert sich auf die Allokation de Solidarité und Prime d'Energie. Wir fangen aber direkt mal an mit der Madame Pulver. Und zwar allgemein, aus welchem Grund verstärkt dann die Stadt Lützeburg Subsidien, also die Hilfen? Ich meine, wir wissen alle gut, dass wir im Moment an einer Zeit leben, die nicht die einfachste ist. Ich meine, wir sind konfrontiert mit einem Klimawandel, wo wir die Leute encouragieren, eben Investimenten zu machen, für das zu favorisieren. Patrick Goldschmidt werde ich darüber mehr sagen. Wir sind auch an einer Zeit, wo die Preissteigerung ganz groß ist und wir wollen damit als Bürger, besonders denen, denen es nicht gerade so gut geht, wirklich unterstützen. Preise von den Häusern, von den Wohnungen, und auch als Künstler, die besonders auch an den 2 Jahren Pandemie viel gelitten haben. Wir wollen eben die durch die verschiedenen Maßnahmen unterstützen. Und dafür fängt man dann noch direkt mit der ersten Allokation. Und das ist die Allokation communale devant favoriser l'accession à la propriété immobilière. Aber die erste Frage ist generell, was ist das dann für eine Allokation und zu welchen Änderungen könnte dann am nächsten Jahr? Ich meine, das ist eine Hilfe, die die Stadt Lützeburg schon vor einer ganzen Reihe Jahren dezidiert hat, für eben die Leute, die hier an der Stadt sich etwas ausschaffen, für denen zu helfen. Wir wissen, dass dann hier in der Stadt doch schon für eine ganze Reihe Jahren nicht die billigste Platz war. Dafür hat die Stadt das dezidiert gehabt. Aber wir wissen, dass entretemps die Preise noch viel mehr teuer gehen. Und wir haben dafür ganz einfach dezidiert, die Allokationen zu dublieren. Wie kann das Allokationen dann aufrufen? Ich meine, das hängt einerseits damit zusammen, wie viel verdient. Da sind verschiedene Säulen vorgesehen, wie viel kann verdienen. Das bis zu 120.000 Euro, die kann am Jahr verdienen. Dann sind es auch die, die nicht schon proprietär sind oder usufruitier. Und dann wäre das der Montant davon, mit dem das ganz einfach verdoppelt gehen, den ist also von 3.600 war der Basissubsid war, an dem Moment war auch 600 Euro an plus für all Kant. Da tun wir einfach nach ein gesagt, dubliert auf 7.200 an 1.200 Euro pro Kant, den dabei kriegt. Das ist also wirklich eine konsequente Erhöhung. Wie kann das Allokation dann ungefragt gehen von den Bürgern? Bei den neuen Text, den greift vom 1. Januar 2023 an, aber an diesem Grundtext, wo wir die Allokation angefeiert haben, da steht, dass den eben die kann aufrufen von dem Moment, wo an eben das neue Appartement oder Wohnung zieht, aber tut den aber auch nach ganz Jahr Zeit. Und dafür für die Leute, die also schon das Jahr hier das angefragt haben, für die nicht zu penalisieren, kann ihn also vom 1. Januar an, wenn sie ihren Lohn schon während den letzten 6 oder 8 Monaten angefragt hat, kann ihn dann nach einmal nachfragen und da kriegt ihn den Surplus eben dabei. Du hast mir auch eine Frage gekriegt von einer Bürgerin an Schlesien der Sternkerfier, die auch an dem Kontext, wie der Lo gerade erklärt hat,
Ich kriege eine Prim für die Konstruktion von einem Logement von 4.200 €. Das waren 3.600 € plus 600 € für mein Kant. Ich bin am August 2022 an meine neue Wohnung geplündert, weil Prim ab Januar 2023 verdoppelt wird, wollte ich wissen, ob ich von der Doubler Prim profitieren werde. Weil, wenn ich gewusst hätte, dass das Prim geschwind verdoppelt ging, hätte ich bis Januar gewährt, für meine Demande ranzuschicken. Ich kann dir da, Madame, nimmen eine ganz positive Antwort geben. Sie hat sich also direkt gemeldet. Im Prinzip sind wir darüber ganz froh. Sie war also ganz fleißig. Auf für die Leute nicht zu bestrafen, kann sie vom 1. Januar an, kann sie als das nach ein Jahr rausschicken, an der Kritze eben die Prim, so wie sie lo vorgesehen hast, das Kritze kriegt das en plus, was eben an dem neuen Reglement vorgesehen ist. Kommen wir mal weiter formieren zu den Hilfen Sachekultur, und zwar die genannten Aide aux Ensembles Privés des Arts de la Seine. Madame Pulver, wie sehen die neuen Subsidien für die Künstler aus? Es sind grundsätzlich die nämlich, wie wir bislo eben schon von 92 haben, die schon ein Jahr angepasst waren, 2012, aber lo gehen sie einerseits verdoppelt. Und es kommt noch etwas Neues dabei, das heißt, es kommt auch eine Subvention d'aide à la Professionalisation dabei, die all die Häuser kriegen, die eben ein Theater, eine Bühne haben und die aber auch privat sind. Das heißt, auch da gehen wir, wenn man davon ausgeht, dass weil da sind noch Konditionen dabei. Das kriegen sie, wenn man bis 4 Mal am Jahr eben ein Spektakel machen. Wenn man das wirklich vergleicht mit dem, wie es bislo war, da kann man bis zu 30.000 € kriegen, eben lo mit den neuen kriegen bis zu 60.000. Und die Hilfen, die sind auch kumulable? Natürlich, ja, natürlich. Also das bleibt so, wie es war. Es ist alles angepasst und könnt eben, wie gesagt, nach die neue Prime à la Professionalisation dabei. Wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar rund um die neuen Subsidien vom Klimaschutz. Und Klimaschutz, das ist ja eine große Frage, das, also ich meine, im Moment mit der COP geht das sowieso jemand viel beschwert. An dem heutigen Fall schwätzen wir über d'aide financière concernant la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des ressources naturelles et de la mise en valeur des énergies renouvelables. Herr Goldschmidt, dir steht mal hier Antwort. Welche Hilfen sind alles an diesem Mesurepack mit dabei? Ja, guten Abend. Das sind extrem vielfältige, viele Hilfen. Was energetische Renovationen angeht, da unterstützen wir Derbesten, was Isolation von Mauern angeht, von Dächern und von allen. Aber auch das Setzen von Fenstern an die sogenannten Portfenêtres, also die Fensterdieren. Was erneuerbare Energien angeht, da unterstützen wir die Installation von Solarthermie, von Photovoltaikanlagen, aber auch Holzheizungen, also an Pompe à Chaleuren. Was den Abkauf oder die Renovation oder respektive die Reparation von elektrischen Haushaltsgeräten angeht, wie zum Beispiel Frigo, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trockneren und so, da kriegen auch eine Hilfe von der Gemeinde Lützeburg in Zukunft. Da gibt es aber auch noch eine Hilfe, was die Elektromobilität angeht, also für die Leute, die sich eine Borne, eine Recharge für Elektroautos anschaffen, an die Installation davon, da kriegen auch eine Hilfe von der Stadt Lützeburg. Und dann des Weiteren, nicht zuletzt, geben wir auch noch eine Unterstützung, weil Leute Installationen machen für die Trinkwasserrekuperation und noch den Bau von den Grindächern. Und wie kann ich das Subsidien aufrufen? Du hast auch ganz einfach, ab dem 1. Dezember des Jahres sind alle Formuläre um Site von der Stadt Lützeburg prim.vdl.lu abrufbar, und da wird dann alles erklärt, füllt in der aus und schickt in der an, und da geht es. Also prim.vdl.lu, das ist den Site, den ihr verhalen sollt, der Link, den ihr verhalen sollt. Am selben Kontakt von dem Klimaschutz geht dann noch als auch ein froh Rakom von einem Herr, die
gesieht geschwonnen Ekran get angeblendet an Madame Pulver Antwort eng Antwort dazu schließen se an. Ass et méiglech photovoltaisch Solarpanoen op en Dach ze setzen vun eng geschützte Gebäi. An gëllen do dann och die neii Unterstützungsmoosnamen. Dat is effektiv een ganz sensibelen sujet, weil werd effektiv die Sektor protégé ubelagend a besonnech wann man an de Vorboere sind. Dat heescht op Plazen, wo je vun Uwen Rof iwwerall drop gesäit, dat is effektiv geschützt vun der UNESCO an do kënne man dat de moment, so wie dem am Reglement debattis auch fir gesinn ass, net dat erläben. Wir sind aber am Gangen auch mit den anderen Niveau von all den Städten, die am Kader von der UNESCO dran sind, zu gucken, für Guidelines zu machen. Weil Haut die Industrie möchte noch nicht die Photovoltaik surfassen, die so sind, dass sie an die Dohäuser, also an Dirch könnt abbauen. Wir gehen aber davon aus, wir sind noch auf einem guten Weg, dass das aber wird an Zukunft ernst das Gestalt gehen. Das heißt, dass es nicht so zurückschaut oder blinkt. Und da werden wir hoffentlich an einer gewissen Zeit, an nicht so viel langer Zukunft, können do einer Maßnahmen holen. Auf jeden Fall das Lo, wie für drohen, es braucht in eine Baugenehmigung auf den Plätzen, die wirklich UNESCO geschützt sind, als das im Moment nicht möglich ist. Wir schaffen aber darauf hin, für neue Regeln da auch zu fangen. Merci. Es sind aber noch ganz viele weitere Fragen rausgekommen am Kontext von diesem Klimaschutz, auch von den Hilfen rund um den Klimaschutz. Und den Herr Goldschmidt beantwortet uns eine weitere Frage, schließen Sie an. Schon für mein Bien ein Subsid gekriegt vom Ministerium im Februar 2022. Weil das mehr wie 6 Monate hier ist, heißt das dann, dass ich keine Hilfe mehr bei der Gemeinde aufbauen kann. Do as se so, dats mat Gemengenreglement gestimmt nach dem 17. Oktober, dats dat applikabel ass, a wie ich fir Dr gesot, kënt man ab dem 1. Dezember jo die Formulären online ofluden, an die gesinn an sech 2 verschiedene Sachen fir hunn 2 Kategorien vu Subsidien. Da den sind Subsidien, wo mir als und déi vum Staat drunhenken, dat heißt, do wo en vum Staat de Subsid kein kreien, du gi mir enkeier 50% bei. Und du gëtt et eng Regel fir déi Subsidien ze kreien, d'Attestation vum Oktroi vum Subsid vum Staat, die muss no am 1. Dezember 2022 sinn. Tech beim Staat muss ich als eng de Mond machen, da mech den seng Erbechten und dann fried den du no an d'Erbechte gemerk sinn fir de Subsid ze kreie finanziell an dee Stempel gëll. Dat techt ja retroaktiv kann d'Erbechte schon gemerk hunn, an da fried den ab dem 1. Dezember die Äden oder krit den do die Attestation. An dem hai konkrete Fall ass der war so, wann Statrich verstern hun, dat se schon finanziell Äden am Februar 22 Gro tun, an dat geht an do nëpp méi, well dat fir um 1. Dezember ass. An da gëtt awer nach den zweeten Wolle vu Subsiden, dat sinn déi, wo net Loppes vum Staat krit, wie zum Beispiel beim AKF oder bei der Reparation vun elektrischen Geräte oder bei den Grengdiecher, do gëldet dat d'Rechnung vun denen Erbechten vom 1. Dezember und 22 recht kann sinn. Wann dat de Fall ass, der Kredit dorengeet, wann e 4 Drnner awer entweder Kaf huet, gefleckt huet oder den Bau gemacht huet, dann gëtt et neich, wann du schon d'Rechnung vun November zum Beispiel wé. Dat hicht wichtig, dass ich op alle Fall mal den Datum vom 1. Dezember zu verhalen. Sie wird für die Attestation oder für die Rechnung, je nachdem, was das dann für Subsidien und Äden sind. Ganz genau. Ja. Super, mir vorführen mit einer weiteren Frage von einer Bürgerin auch, die wird auch angeblendet. Schon Anfang vom Jahr 2 Klappen installieren gelos für Rehwasser zu kollektieren. Den Rekuperateur, den einen Hunde schon verkauft, Hunde schon gekauft, entschuldigt, den anderen noch nicht, kann ihn dafür auch retroaktiv eine Hilfe kriegen.
Ja, da kommen wir dann mir am konkreten Fall, wo ich aber schon für ein bisschen an der Frage geämpft und hier geht es um Drehwasserrekuperation, die fällt dann Kategorie ran und die Subside, wo man uns ankoppeln und das, was der Staat möchte. Das heißt, wenn ihn bei uns will eine Hilfe kriegen, dann muss ihn die Attestation vom Subsid vom Staat tun. Heißt also, eher bei uns kann die Demande machen, muss ihn eine Demande beim Staat gemacht haben, aber beim Staat muss ihn eine Demande gemacht haben, eher aufhängt mit den Nächsten, also eine präalable Demande, wenn also die Person, die uns die Frage gestellt hat, die Demande effektiv schon 4 Drunner beim Staat gemacht hat, für die Rekollektor und den ersten, dann den zweiten, und dann auch noch ein Subsid beim Staat so gut wird, dann ist froh, als die Subsid die Attestation no am 1. Dezember oder 4 am 1. Dezember. Also, was wichtig ist, für ein Subsid bei uns zu kriegen, muss in das Subsid beim Staat ugefrot tun, au präalable, und die Attestation muss vom 1. Dezember 2022 sein. Die hat gerade gesagt, und wir können nicht mehr wiederholen, die Attestation vom Staat soll nur am 1.12. datiert sein. Lo kommt aber eine ganz technische Frage von einer Bürgerin par rapport auch zu der Attestation. Und zwar fragt die Bürgerin, ich resümiere ein bisschen, als das Condition, also die Kondition von der Attestation und demande de liquidation des aides après travaux oder und den Accord de principe liiert. Ja, das ist auch eine Frage, die Indianer ein bisschen rückkommen, aber mehr präzise. Das ist effektiv, wie das ich gesagt habe, beim Staat muss er noch präalable eine Demande machen für den Arbeitsten. Aber wenn er dann hat den Akkord oder die Demande gemacht einen Akkord hat, dann möchte er seinen Arbeitsten, das ist für uns noch nicht wichtig als Gemeinde Lettzeburg, aber wenn die Arbeitsten fertig sind und bezahlt wird, in dem Moment möchte die Person eine Demande beim Staat für Zuen zu kriegen. Und das wird dann trätiert, denke ich, beim Staat nur einem Jahr, nur 6 Monate. Aber wenn du die Attestation, die Antwort von dort zurückkommt, du hast ein Datum drauf, und die gilt für die Gemeinde Lettzeburg. Das heißt, wir können auch am Fall sehen, dass wir Demande kriegen von Leuten, die 2021 Arbeiten gemacht haben, weil vielleicht Demande oder die Rechnung am Januar 2022 kommen und eventuell die Attestation am Dezember können. Ja, also möglich etwas zu kriegen, mit das den Datum von der Attestation von der Liquidation finanzielle, die gilt. Also wo ihn zu aufredet. Wo ihn zu aufredet, ja. Oder wo ihn zu kriegt, besser gesagt. Es kommt eine andere Frage ran von einer Bürgerin, die schwätzt von den innovativen Heizlösungen. Die geht gerade auch angeblendet auf Französisch. Ich resümiere, gelten das Primen auch bei mehr innovativen Heizlösungen, wie zum Beispiel elektrische Bodenheizung oder auch Photovoltaikfenstern. Das ist auch eine ganz interessante, pertinente Frage. Das ist auch so, dass wir ein Gemengereglement definiert haben oder abgestaltet haben, für eben die Subsidien zu definieren. Und da haben wir ganz konkret gesagt, wie eng da möglich sind. Und die sind hauptsächlich schon die vom Staat angekoppelt. Und dafür ist es extrem wichtig, dass die Leute gucken, was beim Staat möglich ist, eventuell bei der Klimaagence rot frohen, für das auch genau die Äde sind, die sowohl der Staat wie auch die Gemengen gehen. Das ist aber nicht, das, was heute vielleicht nicht dran steht, dass wir Adaptationen an einem, an 2 oder an 3 Jahren machen, für neue, innovative Möglichkeiten, wie ich Energie sparen kann. Die hat gerade die Klimaagence auch angeschaut. Eine Bürgerin wollte wissen, ob ihn selber ein Aufruf starten kann für eine Hilfe oder ob das soll über die Klimaagence laufen oder eine Entreprise. Hier habe ich an sich eine gute Novelle, wie das man die Marche von der Stadt Lettzeburg vereinfacht und simplifiziert, da man immer so bei uns geht die Attestation vom Staat durch, da kann der Bürger das auch allein machen. Er braucht also nicht von einer Entreprise machen zu lassen, nicht von der Klimaagence. Er kann einfach das Formular holen, den eben am 1. Dezember disponibel ist, die Attestation vom Staat dabei legen, falls es an der Kategorie von den Subsidien fällt, falls es die zweite ist, dann eben die Rechnungen mit dem Bezahlen und mit dem Datum dabei. Und dann kann er das selbstverständlich selber machen und der kriegt zu ganz schnell von der Gemeinde bezahlt.
Und da kommt auch noch ein Froh ran von einer Person, die fried ob viel de Luxemburg dann auch eng Lust rausgött mit den Entreprisen, die subventioniert Energiespuren produzieren, da sozusagen noch installiert. Also geht ihr da eng Lust raus oder nicht? Also an dem Fall ist es so, dass wir als Gemeng kein Lust rausgehen, weil das vergisst man rein an das heißt, da gebe ich auch die Leute Uroden bei der Klimaagence sich zu renseignieren und die können engem do weiterhelfen. Das wird man aber machen, dass das an dem Volley wird Repair geht mir auch gesagt, dass man die Leute unterstützen, wenn sie energetisch oder wenn sie Haushaltsgeräte flecken lassen und sie nicht direkt waschen, da können sie auch einen Prim kriegen von bis zu 200 €. Dass man dass do eng national Lëcht gëtt, wo Betrieber sich können androhen an dass wir onerreng machen als Stadt Lützburg, mit déi net Meerer stellen, wo mir de Leiit oder de Betrieber so Dir könnt Dir Schei androhen. Also wir wollen do wirklich net lore Klamp fir immer mé Betrieber, weil dat nicht schwer as zu fannen, wo kräne Jappes gefleckt. Du hast da ist wichtig, dass man do si tun, wo d Leiit können drop kucke goen. Du gi man drauf gucken, an der fan man wie en Entreprise fleckt da ist Spulmaschine oder Wäschmaschine. Und ich denke, das ist auch etwas, was die Leute interessiert, weil das ein weiter froh rauskommt par rapport zu den Elektroapparaten, für die zu flicken. Und zwar, wie, wo und seit wann nie kann sich auch die Hölle von aufrufen, für Elektroapparate zu flicken. Du hast es genau selbe wie bei der anderen Kategorie von Hölle von das Reglement ist applikabel vom 1. Dezember 2022 an. Von dem darum können die Leute eben die Formuläre raufholen, ob für das, was Flecken angeht oder kaufen. Beim Kaufen, so nicht, kauft es nur am 1. Dezember, da geht es eine Hölle. Aber beim Flecken muss die Rechnung vom Flecken, also von der Reparation, nur am 1. Dezember sein. Die vier drunter sind, die können wir leider nicht finanziell subsidieren. Ich denke, auch ein ganz, ganz pertinent froh, die rauskommen von einem Bierger, die geht angeblendet. Und zwar kann ihn auch als Lokatär ein Subsid frohen, für beispielsweise einen neuen Trockner zu kaufen. Das ist auch, wie das richtig gesagt wird, ein pertinent froh. Ja, dann für das Jahr auch ein Lokatär, wenn ein Resident in der Stadt Lützburg, also wenn er in der Stadt angemeldet ist, dann hat er auch das Recht, ein Haushaltsgerät zu kaufen oder flecken zu lassen, dann hat er noch das Recht auf eine Hölle von der Gemeinde Lützburg. Logima von den Lokatären River bei der ASBL froh die rakommen sind noch ASBL eligibel für Subsid und zu frohen die eine Wasserrekuperation für ein soziokulturelles Projekt rund um Kunst und Gart wollen ulehnen zum Beispiel. Ja, und da ist es leider so, dass den aktuellen Text von unserem Gemengenreglement der nicht viel gesagt, du hast spezifisch viel gesehen, dass es Privatpersonen, also Personenphysik betrifft. Und zum jetzigen Zeitpunkt aus der Toten nicht möglich bei ASBL, du gibst echt generell eng Demande und eng Gemeng machen, egal, also wenn du an der Stadt Lützburg und eng Stadt Lützburg, dass Projekt hun an ob du eventuelle Subsid kann gehen, aber nicht Subsid an dem heutigen Kader, was das heute Gemengenreglement geht. Merci, Herr Goldschmidt, für die Beantwortung von diesen Fragen rund um den Klimaschutz. Wir fahren vier Runden mit Herrn Moser. Und zwar direkt mit der Allokation de Solidarité. Ganz einfach, was ist das Allokation und zu welchen Änderungen können da 2023? Ja, und für alle einen schönen guten Abend, für all die Leute, die uns nachlauschen. Wir leben am Moment an schwierigen Zeiten und durch die extrem hohen Energiepreise sind eine ganze Reihe von Leuten, die sind an einer ganz schwierigen finanzieller Situation. Und dafür wäre es für uns als Stadt Lützeburg klar, dass wir diesen Leuten nach dem greifen und dafür haben wir effektiv eine Reihe von Primen substanziell an die Lut gesetzt.
Lo hummer fir allerich die Allokation de Solidarität, dat ass eng Allokaoun, die do Niveau vum Staat gëtt, die hätte mir schon d'lächt Joer 26% an Lot gesät, Demols, well ma och Leiit wollten hëllefen an der COVID-Krise. Mir setzen déilo nach enkeier 10% an Lot, dat hicht mir hunn as sech die Allokation wie Scherlo innerhalb vun 2 Joer 36% an Lot gesät wär en enormen Erfolg ass. Wie funktionéiert lo die Allokation der Solidarität? Das ganz einfach. All déi Leiit, déi an de Genoss kommen vun enger Allokation de Solidarität beim Staat, kommen automatisch auch an de Genoss vun so enger Allokaoun bei der Stadt Lützeburg. Dat heecht die 2 Allokationen sie parfaitement kumulabel, a jietréen den Konditionne beim Staat erfüllt, kënnt automatisch auch an de Genoss vun der Allokaoun bei der Stadt Lützeburg. Richtig, also das war die zweite Party von der Froh soll sinn, wie kann das Allokation frohen oder Verein, den sie auch beim Staat kriegt. Jietfrieni natürlich an der Stadt Lützeburg vun. Wir können leider jo keine Allokationen auch für Awohner aus anderen Gemenge bezuelen. Et hecht echt Kondition natürlich, dat den an der Stadt wohnt, wann in die Kondition erfüllt. An do mammer gut kein Unterschied zwischen Lützeburger und nicht Lützeburger Ausländer. Jeder Awohner von der Stadt hat am Prinzip Urrecht auf die Allokation, Kondition, dat sie auch beim Staat kriegt. Friet ze dann einfach bei Eis un. Dofir brauchen just de Formulär, denen sowieso zougeschickt krit, wann eng Allokaoun vum Staat krit, brauche just auszufüllen, an als déi spätestens bis April vum nächste Joer ranzuschicken. Wer se da mat de Leiit, die d'Allokaoun net vum Staat kreien, können déise och ofroen? Neen, well et hai eng Reihe vu Konditionen sinn, ha geht it jo drëm fir dee sozial mi schweren eiser Gesellschaft ze hëllefen, et hich net Tietréen kënnt an de Genoss vun der Allokaoun an dofir kënnen natilech nëmme Leiit, die och die Allokaoun vum Staat kreien, die also dort Konditionen erfüllen se och na enker bei ausufreuen. An dem Kontext ass auch eng froh vun engem Bierger rakom, an zwar op Englisch an resümieren op Lützeburg, an zwar ganz einfach, können noch Studenten vun dieser Hölle profitieren. Neen, well et Studenten jo sowieso an de Genoss vun engem Subsid kommen, de CDS hecht, war de ganz anständigen Subsid ass an den Subsid schläst eigentlich all einer Hëllefen aus. Och die Studenten können keine Allokation de Solidarität vom Staat kreen, also auch kein vun Eis. An eng weiter froh die Rakommers, die konzerniert lo den Congé sans solde sozusagen schließen sie, das kann in eng finanziell Hëllef kreen, wann in seit Januar 2022 am Congé sans solde ass, also kein Lohn oder kein andere Resetten huet. Also ich denke, das ist ein relativ einfaches System. Es so immer kann jeder Verein bei uns die Allokation aufrufen, unter der Kondition, dass sie vom Staat kriegt. Das heißt, von den doten Bürger, die beim Staat angefragt wird, an kriegt beim Staat, braucht bei uns just mit dem Formular auszufüllen, und am Prinzip hat dann auch ein Urrecht. Ich will auch nicht an Detail gehen von all den Konditionen, so wie sie vom Staat sind. Da kann man nicht Mathieu nehmen, ob die dort froh einfach ändern, weil es, wie gesagt, auch da Konditionen gibt, wie viel da den als Revenu hat. Auch noch als Revenu, wenn in den Congé sans solde wird, weil es auch ganz viele Leute, die haben noch andere Revenuen, wie die aus ihrer Arbeit kriegen. Aber wenn die Revenuen natürlich über die Montants gehen, die am Gesetz vorgesehen sind, haben sie kein Recht auf so eine Allokation. Wenn aber ihre Revenuen da drinnen liegen und sie fallen unter den Plafond, haben sie natürlich am Prinzip auch Recht darauf, brauchen sie das just unzufrohen und dann noch ein bei uns das Formular auszufüllen. Merci. Und wir führen mit einer anderen Prim. Und zwar geht es die Energieprim, die aus dem Moment natürlich die interessiert viele Leute im Moment. Wir haben ja eine große Energiekrise im Moment. Ich fange ganz einfach an, weil das Prim, die Energie, und zu welchen Änderungen können da für 2023?
Also Primenergie gëtt eigentlich oder huet nëmme bislo beim Staat gin. Dat heißt, der Staat huet so eng Primenergie ausbezuelt. A mir hunn desideiert schon d'lächt Joer als Stadt Lützeburg als do runn ze henken. Wir sind awer bislo die eenzig Gemeng am Land, die eigentlich so eng Energieprim de Bierger bezielt. Wat sind dort Konditionen eigentlich genau dieselbecht wie bei der Allokation der Solidarität. Wir versicht ein meist einfachen System en Platz zu setzen, dat heißt de Bierger, den eng Energieprim vom Staat kriegt automatisch auch nach einkehr eng von Eis. Rëmmer nach denselben Konditionen, gibt es vom Lehrgeschenk, muss den ausfüllen, muss bis spätestens April 2023 ragin hunn. Bei der Primenergie ass allerdings Appes ernstnechts wie bei der Allokation de Vicher, do ass de Plafond vun de Revenuen méi héich. Dat Techt he kënnen 25% méi kann e méi verdingen fir trotzdem nach an de Genoss vun enger Energieprim ze kommen. Wir merken dat, well man soen, dat jiedverreden oder Mailleit haut eigentlich sollten vun so enger Energieprim profitieren, wie just nëmmen die sozial schwers. Me auch do remenker zelwicht, ich mengg Chiffren sinn ha ageblent. Wir hätten die Prim agefauerert, die wär lo fir dëst Joer 200 € fir eng Person. Am hun desideiert grad so wie bei der Allokation wie Scherdi 10% an Lu zu setzen, dat hicht, du krit den dann vum nächste Jahr und 220 €. Wir kommen dann noch lo zu enger weiterer Anlächterfro, die ma haut beantworten. Die kommt von enger Biergerin, die us sech so eng Prim ugefrot hat an refuséiert krit huet, weil also schließen, weil mein Fils en charge Bourse-Étudiant krit. Dat ass awer ke Salär, wieso fleist dat dann an de Kalkül vum Stot mat ran, Fred Biergerin? Na enkeer, dat dote sinn Konditionen so wie se vum Staat fixéiert ginn. An de Staat kontroléiert dat och. Ech kann ich lo net soen fir wetter dat so vum Staat do appréciiert ginn ass wahrscheinlich as so, dat durch die CDS-Subsid, den de Fis vun der Madame do krit, den Revenu einfach iwwer den Plafond läit, an dodurch fallen die Leiit net mi ënner de Plafond ënner dem se as sech recht op die Energieprim do gehät huet. Dat allerdings schwéier, well fir der Madame eng genau Antwort ze ginn, misst man wissen, wieviel die Madame dann als Revenu huet, wat hier een Fis als CDS-Subsid krit, an der kenne ich hier dat zo méi wie dat net Staat Lützeburg de Kontrolle mcht, méi de Staat wie sech lo net am Detail fir wat die Madame dat do refuséiert kit huet, wat ich der Madame gif rekommandeieren, dat einfach beim Staat eng Kano zu froen, fir wat dat sie dat refuséiert huet, an wann die Madame ha an der Staat vund, sie mir auch gerbret Lützeburger noch als Servicer der Frä ze hëllefen, da soll sich bei Eis mellen, an der Kritze do all Antworten op diese Wert. Herr Moser, vielmals merci. Das war dann auch für unseren Livestream von Haut. Das ist so, verschiedene Fragen goufen heute nicht beantwortet. Die waren unter anderem vielleicht nicht genau, also nicht unbedingt dem Sujet entsprach. Aber die Leute kriegen auch natürlich eine Antwort per E-Mail geschickt. Also hier Fragen beantwortet. Anstatt Lützeburg wird auch natürlich in Zukunft immer zur Verfügung stehen, für eine Antwort zu geben, ob alle froh am besten sich auf der Seite von der WDL den entsprechenden, also den zuständigen Service, und dann kann ich ein Kontaktformular ausfüllen. Ich meine, die kriegt mit Sicherheit immer eine Antwort, wann eine froh gestaltet wird. Für alles andere so eine Staffel muss merci und schönen Abend. Merci auch. Ja, schönen Abend. Schönen Abend.